Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Sendung High Live aus dem Europaparlament. Wie gewinnt, berichte mir ich heute zusammen mit Isabel Wieseler über das Aktivitäten von der Plenarsession. Und das wie immer eine ganz animierte Plenarsession. Wir haben nicht nur Durchstimmungen an der Plenär, wir noch eine ganz Parallelreunionen, auch Kommissionssitzungen. Ich komme vielleicht darüber zurück. Mir natürlich auch einen von den Dauerbrenner hier am Europaparlament, den Ukraine-Krieg. Isabel, du warst an einem Meeting auch mit dem Präsident von der Ukraine, Zelensky. Kannst du uns paar Punkte geben, was da rauskommt, also was die aktuell kritischen Punkte sind? Ja, wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass irgend eine Müdigkeit bei Eis abkommen lassen, weil die Leute wirklich am Gangen, Tag für Tag, nicht die Bomben zu leiden. Es wird zu viel einfach, wenn wir das geben, mir als nicht mehr geben dafür interessieren. Es war effektiv, ich hatte sogar so eine Chance dabei zu sein an einem Meeting, den gemacht ist vom Präsident Zelensky für eine Reihe von Leuten, nachdem der Staudamm dafür gemacht ist. Und hat wirklich erklärt, wie die Situation wäre. Und sie ist nun einfach dramatisch. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, der Schluss letzte Woche, wäre es so, dass noch ganz viele Leute nachher man kein Wasser hatten, nichts zu essen, kein Medikamente zur Verfügung hatten. Und was das Allerschlimmste ist, dass das auf den okkupierten Territoire, wo am Anfang Russen da sind, da haben die Leute überhaupt nicht geholfen kriegt. Und es ist auch so, was mir als nicht so direkt vorstellen, mit das Wasser, was du ja rausgelaufen hast, das geht ja dann überall dann hin, und auch bei wo Plätze, wo dann deren begraben sind, wo das verschmutztes Wasser. Und das Wasser geht da weiter an den Fluss, von da aus weiter an Schwarze Meer. Das ist eine real ökologische Katastrophe, was auch Problem von Trinkwasser mit sich bringt, überhaupt, aber das Problem bringt für die Agrikultur. An der Ukraine, und wir wissen, was das bedeutet. Und das ist nicht nur ein Problem von der Lo, sondern ein Problem, das sich über Jahre wird verzeihen. Dafür das eben, dass wir uns Wichtigkeit und Bewusstsein haben, was effektiv gemacht wird, aber wie grausam ist das, was da geschieht. Dafür wollte ich das hier zurückbringen, dass ihr das auch mitkriegt, so wie wir es auch gesagt haben. Wir dürfen und hat keinen Umstand notlosen, mit unserer Hilfe wirklich dabei zu sein, einfach dabei zu sein, so lange wie sie es brauchen. Christoph, du willst uns von einem ganz wichtigen Punkt schwätzen an Nature Restoration. Nature Restoration, das ist ein Dossier, das im Moment an der Umweltkommission ist. Es sind schon zwei Kommissionen im Europaparlament, die schon dagegen gestimmt haben, die Agrarkommission und die Fischereikommission. Und da geht es darum, dass wir die Natur sollen herstellen, weil wir wissen, wir haben Aktivitäten, die durch den Mensch natürlich gemacht sind. Wir bauen, die Bauern machen Landwirtschaft, die Fischer gehen fischen, etc. etc. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Biodiversität. Und du hast eine Proposition von der Kommission für sich zu renaturieren, eine ganz Flächen. Das ist ein guter Ansatz, weil ich meine, wenn man Biodiversität will erhalten, dann muss man gucken, dass man auch verschiedene Sachen besser machen, wie wir sie aktuell machen. Im Prinzip sind ich also d'accord mit der Proposition, mit der Idee, ob man es da hat. Das ist, was du extrem wichtig findest, was du schon ganz oft extrem verteidigen. Ich bin noch war der Rapporteur für die Antideforestationsreglementation. Mit der Zeit ist eine Proposition, die aus à la va-vite von der Kommission gemacht ging, weil sie das noch unbedingt an dieser Legislatur wollen aufschließen. Und das heißt, die Proposition hat ganz viel Lakune, muss ich sagen. Und notamment gouf keine Impactstudie gemacht, was gerade für Lebensmittelproduktion an der Ukraine geschwärzt, auch hier an der Europäischen Union produzieren wir Lebensmittel. Wir wissen im Moment an der frohen Kommission, wie viele Hektar an der Europäischen Union werden da lo hier mit der dritte Proposition müssen aus der Produktion geholt gehen. Das ist eng von der Frauen. Wie viele Lebensmittel werden wir produzieren? Das hat die Kommission am Moment noch gar nicht analysiert. Das ist ein Fehler. Und dann sind eine ganz viele Propositionen dran, wo wir auch keine Antwort kriegen. Wir machen zum Beispiel an der Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik, das wird im Moment auch national umgesetzt. Als Agrargesetz wird man am Juli an der Chambre stimmen.
Da steht dran, dass zum Beispiel verschiedene Flächen Bruch können gelassen gehen und Bauern kriegen dann eine Kompensation davon. Da steht dran, dass sie so Ackerrandstreifen, so Blühstreifen können machen, Landstehfelder, für das Pollinisatoren, Bienen etc. Genug zu fressen von die Blumenfelder angelöst. Darf man das mit uraschen oder nicht? Als Biolandwirtschaft uraschbar oder nicht? Die Kommission kann das keine Antwort darüber geben. Und das wesentlich Frauen. Das sind extrem wesentlich Frauen. Dann haben wir zu Lützeburg zwischen 25 und 30% von der agrar- und forstwirtschaftlicher Fläche sind Natura 2000 Gebiete. Was darf noch an den Natura 2000 Gebiete gemacht gehen? Zum Beispiel an den Wengerten, auf der Musel, du hast so viele Vollschutzgebiete, darf man noch weiter produzieren oder nicht? An welchen Konditionen am Moment beantwortet die Kommission die Doten froh nicht. Wir haben ihnen das gelöscht und gesagt, da viele Sachen. Da hat die Kommission après coup nach so einem sogenannten Non-Paper präsentiert, den er so gut an den Text vom Europaparlament mat angeschafft ging. Leider an lo probiere verschiedene Leute den Text so sehr wie möglich nach heute Parlament zu bringen, mat all denen Inkonnuer, von denen ich lo geschwar hun, dat das am Menge an höchstgradig unverantwortlich, wenn man die Dote froh nicht beantwortet kriegen. Du versuchst, komm holen als nach die pur Wochen Zeit für die Dote Lakünen zu kombleieren, mit dem Bayer, was die Kommission präsentiert hat. Man muss zu Summe schaffen, man muss, weil die eng so natürlich Statuten so und ONG, man muss Greenpeace setat, WWF setat, da muss man das machen. Ja, mir doch die andere Seite, und die vergisst man leider. Ich habe gerade mit den Lützburger Privatbesitzer geschwart, die sind extrem präoccupiert, was hier das leid, weil das auch als ganz Forstwirtschaft wird extremst beeinflussen, beziehungsweise haben sie dieselbe Struhe, wo sie keine Antworten drauf kriegen. Da kommt, wir setzen also in den Tisch, wir machen einen guten Text und dafür so nicht im Moment, so wie den Text leid, kann ich nicht stimmen. Es sind an der Umweltkommission, es sind ja nicht ein Ersatzmitglied, ich werde wahrscheinlich müssen aufstimmen, weil viele Member nicht da sind und beziehungsweise sich nicht trauen, aufzustimmen, weil wir gehen am Moment bombardiert mit E-Mailen, wo man quasi eine Prise en otage haben von uns, wo man gedroht kriegen, dass da Kommunikationen gemacht gehen. Die Leute holen uns en otage, die machen auch verschiedene Sachen, Elemente vom Dossier komplett mal aus dem Kontext holen. Und ich meine, dass im Moment eine Haltung da, wo man den Text so nicht können stimmen. Wenn ich das richtig verstehe, das ist ja gar nicht gegen den Text, du weißt ja gar nicht gegen den Text, mir sind gar nicht gegen den Text. Es geht just darum, dass der Text ausgebessert wird, am Fond geholt mit Sachen, die die Kommission schon auf den Tisch gelöst wird, die nicht am Text sind. Und die am Fond geholt müssen ihre Weh an den Text ja, also wir sind nicht gegen die Grundideen von diesem Text zugrunde leihen. Wir wollen den Text proposiert, den ist nicht gut gewesen von der Kommission und die vom Parlament, also im Moment auch nicht gut. Wie wird so mal für einen Text stimmen, der nicht gut ist, wo man so viel Inkonnuien haben. Wir haben genug an der Lebensmittelproduktion, genug Probleme im Moment. Drischend merken wir gerade draußen, hier könnte noch etwas on the top. Das ist extrem gefährlich. Das kann ich im Moment nicht mit verantworten. Du versuchst, komm, wir machen den Text besser. Und dann, du musst auch allzeit gewillt sein, dass die verschiedenen Ideen bei Ihnen kommen. Das tun wir im Moment, und ich habe das Gefühl, wir sind halt schon nur bei den Wahlen, und du probierst verschiedene Extremer, die Leute komplett mal außen vor zu lassen, mit Argumenten, die emotionell sind, ja, Medien war ganz wenig Terrainwerte bewirken. Die werden dazu feiern, wenn der Text so durchgeht wie lo ist, dass man höchstwahrscheinlich mehr aufhängig gehen von Lebensmittelimporter aus Ländern, wo man absolut nicht mehr kontrolliert oder kriegen, wie die produziert gehen. Das ist gefährlich, das ist unverantwortlich und dann kannst du nicht mitstimmen. Das war das mal. Das war das mal. Isabel, du hast aber auch noch einen anderen Dossier, den dir extrem um Herz leid. Ungarn, das nicht die Echtkehr, dass die Leute davon schwätzen. Wo sind wir da drin? Das ist so, dass ich CEO Fiktivrapporteur ungarischen Dossier an die 5 Rapporteuren, die am Fond ganz aktiv für den Moment beim Sujet am Gang sind. Wir hatten schon eine Entrevue mit der schwedischen Präsidenz über das Sujet an Minister Jessica Roswald, die eben en charge ist an der schwedischen Regierung für den
vier zu schwätzen am Numm von der Regierung, von der schwedischer Regierung, an dem Moment auch von der Europäischen Union vom Conseil, hat das invitiert, für uns ein Update zu machen über die Gespräche, die am Conseil waren mit Ungarn. Die schwedische Präsidenz hat für dich nun wirklich den Schritt gemacht, den wird müssen sehen, für Ungarn dann an Gebiet zu holen, an da waren hun die Hearings stattfand. Und das war extrem wichtig. Und sie hat mir darüber geschwärzt gehabt. Und ich war ganz froh, dass sie das gemacht hat, weil wir sie am Parlament extrem kritisch, und wir verlangen noch verschiedene Sachen. Und wir haben auch nach ein Kehr als durch ausgedrückt, dass Ungarn Präsident soll kreieren von der Europäischen Union. Sie hat das noch einmal konfirmiert, dass die Gespräche nicht stattfanden. Und wir haben hier auch noch einmal und Herz gelöscht, dass es aber extrem wichtig ist, dass der Conseil an alle Memberstaaten sich bewusst sind vom Risiko, den da ist, wann Ungarn dann laut Präsidenz hat. Weil den Herr Orban hat zu viel oft wirklich Sachen gesagt über die Europäische Union, die auf gut Lützeburg nicht auf ein Haut gehen. Und das wäre desaströs für die Europäische Union, für das Bild, das wir aufgehen, wenn den während der Präsidenz so Sachen gibt. Außerdem hat ganz oft dem Herr Putin zurückgesteibt, an das zu machen an einem Moment, wo Ungarn dann Präsidenz hat von der Europäischen Union, wäre auch desaströs. Dafür sind aber Sachen, die müssen vom Conseil durchgehen, für das sie dann Maßnahmen holen. Und so wie wir es gesagt haben, ist das absolut noch kein Thema gewesen. Aber wir hätten gerne, dass das ein Thema ist. So, ich wollte das mitteilen, weil das wirklich ein Punkt, den uns immens am Herz liegt, und auf den man nicht loslassen darf. Das ist wirklich das Fundament von der Europäischen Union. Es geht um Demokratie, es geht um Rechtsstaat und es geht um Kredibilität von der Europäischen Union. Merci für den Lauschen. Ja, vielmals merci für den Lauschen. Das war es für heute von unserer Sendung High Live aus dem Europaparlament. Wir hätten noch mehr können erzählen, aber natürlich ist die Zeit immer begrenzt. Wir sagen merci für den Lauschen und wir sehen uns in ein paar Wochen rum für die letzte Session für der großen Vakanz. Und dann werden wir euch auch über das Abend berichten. Vielmals merci und bis geschwind. Bis am Juli. Vielmals merci.